Als ich klein war, habe ich immer gerne mit Lego gespielt. Ich habe gerne Lego-Technik und ich irgendwelche Konstrukte gebaut, wo da irgendetwas gemacht haben. Und das Problem da war immer, dass irgendwann habe ich einfach zu wenig Teile hatte. Dann habe ich irgendein spezielles Teil, habe ich nicht mehr genug gehabt, um das zu machen, was ich mir im Kopf überlegt habe. Und das ist das, was mir in der Informatik so gefällt. Man hat da den Computer nachher unendlich viele Möglichkeiten. Man kann mit Programmiersprachen, mit den Programmen und Tools, was es da so gibt, man kann so vieles aufbauen und man kann wirklich so weit gehen, wie man kann überlegen im Kopf, ohne irgendwelche Grenzen zu haben mit Teilen, die einem fehlen oder irgendwas, wo man nicht machen kann. Und das finde ich wirklich faszinierend. Dann das Grundstudium, das ist doch viel Arbeit gewesen, aber das war gute Arbeit gewesen. Am Ende des Jahres habe ich immer das Gefühl, ich habe so viel gelernt, wie ich noch nie gelernt habe in meinem Leben. Und dann ist das so schrittweise ins Fachstudium gegangen, wo man dann ein bisschen mehr auswählen konnte. Am Anfang bin ich nicht so sicher gewesen, was ich eigentlich machen will. Ich habe mal hier eine Fokusvorlesung gemacht, mal da Software Engineering angeschaut. Und dann bin ich dann auch in die Computergrafik-Vorlesung gekommen. Und da habe ich eigentlich gesehen, ja, das ist wirklich etwas, das gefällt mir. Da mache ich gerade mein Fachstudium daraus. Und dann bin ich dann wirklich in die Richtung gegangen mit der Computergrafik. Ich hatte eigentlich immer Freude an Mathematik und die Informatik, die hat eine starke Grundlage auf der Mathematik und das hat man auch in den ersten paar Jahren im Studium, wo man doch viel Mathe hat, das hat mir sehr viel Freude gemacht und dann bin ich dann so ein bisschen mehr in die ich sage jetzt nicht Programmieren, aber es ist mehr Softwarekonstruktion, einfach größere Programme mit mehr Funktionalität. Es ist dann so der Übergang gekommen und jetzt mischt sich das eigentlich alles ein bisschen zusammen im Doktorieren und das ist wirklich das, was euch Freude macht, dass von allen Seiten das Multidisziplinäre ein bisschen zusammenkommt, dass man wirklich von überall kann die Ideen holen und in ein grosses Konstrukt zusammenbauen. Im Grunde gibt es eigentlich zwei Teile zu dem Doktorieren. Das ist einerseits aber ganz klar die Forschung, wo im Mittelpunkt steht, wo man an der Doktorarbeit schafft und am Thema. Ich habe jetzt da einerseits ein Projekt gemacht mit Disney zusammen, wo ich eine Kamera entwickelt habe, die sich intelligent durch Umgebungen bewegt, wo man auch für Computergames anwenden kann. Und jetzt bin ich an Fluid-Animationen dran, die eigentlich so ein bisschen die andere Seite widerspiegeln. Das heisst, müssen nicht mehr in dem Sinne Echtzeit sein, sondern es geht wirklich darum, zum schöne Fluid-Wassersimulationen zu machen mit neuen Ansätzen, die ich recht interessant finde. Dann auf der anderen Seite ist die Lehre, die auch zum Doktorieren gehört. Das ist, jeder Doktorand muss einen Teil im Grunde Wissen weitergeben. Ich bin da Assistent für das Game Lab, wo ich selber auch mitgemacht habe während dem Studium noch. Ich bin sehr froh, dass ich da reingerutscht bin, weil es auch, man sieht da eine ganz klare Tendenz bei meinen Interessen. Das sieht einfach so aus, dass ich da Vorlesungen mit vorbereite für das Game Lab, wo über das ganze Semester geht. Dass ich zum Teil auch Vorlesungen gebe vor den Studenten, wo die lernt, wie man so ein Computerspiel programmiert. Da wäre da extra ein Game Lounge eingerichtet bei uns im Lab, wo die Studenten dann kommen und dann das vor allem präsentieren auf einem grossen Fernseher. Zum Schluss gibt es noch eine grosse Präsentation, wo dann die fertigen Spiele gezeigt werden. Und da haben wir dann neue Kontakte eingeladen aus der Game-Industrie, wo zum Teil aus bekannten Studios kommen und dann wirklich die Studenten bewerten und dann Feedback geben, was dem Ganzen noch gerade so richtig einen schönen Abschluss gibt. Also wenn man als Walliser auf Zürich geht, das ist ja, ich sage mal nicht, das ist schwer, aber es gibt schon so gewisse Rufe, wo Zürich vorauseilt, sage ich mal, wenn man als Walliser auf Zürich kommt. Was ich jetzt schon mal sagen kann, es stimmt alles nicht. Die Zürcher sind ganz gute Leute.
Aber etwas, was mir halt aufgefallen ist, in Wallis, da gibt es das Obschi und das Nitschi. Man geht entweder einen Brief oder einen Brie, aber so die dreidimensionale Bewegung ist da nicht so wirklich gegeben. Das ist etwas, was mir jetzt in Zürich aufgefallen ist. Ganz am Anfang, wenn man da am Hauptbahnhof steht, man kann in alle Richtungen gehen und man weiss eigentlich gar nicht, wo man jetzt gehen soll. Gar keine Berge da sind zum Orientieren. Und da habe ich am Anfang auch gemerkt, jetzt immer so die Tramlinie, habe ich genau gewusst, wo die fahren. Und da gibt es 2 Tramlinien, die ich oft brauche, wo ich im Kopf immer das Gefühl hatte, die sind jetzt extrem weit auseinander. Aber irgendwann habe ich mal gemerkt, dass die ganz nah aneinander vorbeifahren. Und dann habe ich wirklich gesehen, ja, das Dreidimensionale ist schon einmal etwas mehr. Jetzt vor allem während dem Doktorieren, wo ich jetzt noch viel mehr in Kontakt komme mit den Professoren, ist es extrem faszinierend zu sehen, wie grosse Persönlichkeiten dass wir hier in Reden haben und dass man da wirklich ganz nah dran ist und man weiss, die sind auf der ganzen Welt in der Akademie bekannt, die haben Grundlagen gemacht, die heutzutage noch von Bedeutung sind. Und da ist wirklich, man kriegt es so mit, man verkommt die Energie und das motiviert einen, zum da doktorieren.